Was für eine starke Message, so viele Kommentare in den Chat, heiß diskutiert, ein brisantes Thema. Danke, habt ihr das nochmal so ehrlich angesprochen. Gerade mal zuerst, wie feiert ihr Weihnachten eigentlich? Gutes Thema, ja. Wir mussten uns auch definitiv neu finden und es hat mich einiges gekostet, um mich nicht ausgeschlossen zu fühlen plötzlich in der Familie, weil wir sind die von der Großstadt, wir sind die, die jetzt plötzlich 5 Leute bringen, das bringt dann das 10er-Setting zum Überlaufen und genau, ja. Das neue Familiensetting. Ja. Ja. Also in dem Fall habt auch ihr in der Familie verschiedene Meinungen von verschiedenen Kreisen. Ja, also ich denke, es ist nicht so, dass jeder die gleiche Meinung hat, aber ich finde es immer wichtig, wenn man einander zuhört und auch aufeinander eingeht und nicht sagt, ja, du hast jetzt diese Meinung, da stimme ich voll nicht damit überein, sondern ich finde es wichtig, dass man sich austauscht und auch zuhört, was der andere dazu sagt. Also eben, dass man nicht sich abschottet, sondern dass man gemeinsam wie eine Lösung findet für das Problem, oder? So, Wie macht ihr das jetzt, das Weihnachtsfest? Habt ihr schon eine Lösung? Ja, also beim Weihnachtsfest ist es so, wir sind definitiv zu viel und das mussten wir einfach akzeptieren und dann haben wir einfach darüber diskutiert, was gibt es für Optionen und wir haben die Weihnachten aufgesplittet in verschiedene Teams. Dann haben wir gesagt, ja, jetzt haben wir das x Jahre lang immer gleich gemacht und jetzt dieses Jahr ist sowieso alles anders. Also lass uns auch mal neue Formen ausprobieren, die wir noch nie gemacht haben. Also verschiedene Settings, kleine Gruppen, immer mit der Mutter, verschiedene Settings. Aber natürlich als ganze Familie können wir dieses Jahr nicht, weil wir zu viele sind. Aber wir haben darüber sprechen müssen, weil nicht, dass dann der andere das Gefühl hat, ja komm, ist doch kein Problem, ob jetzt 10 oder 15 spielt keine Rolle. Weil es gibt immer jemand in der Familie, der sagt, nein, 10 ist 10, das hat der Bundesrat gesagt, das ist wichtig und das muss man dann auch wieder respektieren, auch wenn jetzt andere das ein bisschen lockerer sehen. Muss man da einen Weg finden und man muss darüber sprechen, finde ich mega wichtig. Man muss es ansprechen und man darf nicht das Gegenüber versuchen zu bekehren auf die eigene Seite. Das haben wir nie gemacht. Also jemand, der Angst hat, man könnte sich anstecken, das toleriere ich. Jemand, der sagt, es ist der Antichrist, toleriere ich auch, weil es ist ja auch dann ein Glaubenssetting, wo Leute drin sind. Aber ich denke, das ist gerade mega praktisch. Ich denke, viele von euch zu Hause überlegt euch das jetzt, wie macht ihr das? Wie machen wir feiern wir Weihnachten? Darum liebe ich jetzt dieses Thema zu thematisieren, ganz praktisch. Aber jetzt hat man das, man hat verschiedene Meinungen, man toleriert das, aber man muss ja trotzdem einen Weg finden. Wie würdest du dem entgegen antworten? Der Weg bedeutet jetzt eben, wir wollen Weihnachten feiern, das ist klar, das wollen wir, oder? Jetzt kommt ja nur die Frage, wir sind zu viel und dann müssen wir uns Gedanken machen, was gibt es für Möglichkeiten. Und da muss man sich aufmachen, dass es verschiedene Daten gibt. Und das ist natürlich für die einen, ist es nicht mehr so, wie Weihnachten gewesen ist. Und die anderen sagen, ich zum Beispiel sage, oh mega cool, mach mal was Neues. Ich bin der Gewinner, weil ich habe gerne Veränderung. Aber andere, für die wird natürlich Weihnachten nicht so sein wie immer. Ja, und eben gerade auch mit der Hochzeit, wo wir das jetzt praktisch erlebt haben, dass das Setting sich immer wieder ändert, war für mich so ein Nugget, etwas, was ich rausnehme, ist, egal wie es wird, egal ob wir jetzt nur zu dritt Weihnachten feiern oder zu 5 oder zu 10, so wie es ist, machen wir einfach das meiste daraus und geben uns rein und sagen, hey, wir feiern, wer mitfeiert, ist okay, wer nicht mitfeiert, das verstehen wir oder verstehen wir nicht, aber wir feiern mit dem, was wir haben. Und da habe ich einfach erlebt, wie Gott da ist und wie er das gebraucht. Und das finde ich ermutigend für mich. Also ganz konkret, gestern hatten wir eine Home-Hochzeit gemacht, weil genau bei uns der zu Hause... Simon, er ist eben nicht da jetzt. Wir haben unsere ganze Wohnung ausgeräumt, wir haben die 10 Stühle reingestellt, das waren 10 Leute und natürlich dann zum Beispiel Susannes Mutter und der Paten, Onkel und so. Die haben sich reingezoomt mit Zoom, mit Livestreaming. Also wir hatten eigentlich wie ICF, wir hatten live vor Ort eine kleine Gruppe und wir hatten noch online. Und, es hat gut ausgesehen, die Fotos. Und wir haben uns mega gefreut, weil wie gesagt, wir machen das Beste daraus. Ja. Logisch hätten wir gerne ein anderes Setting gehabt, aber die Frage stellt sich ja nicht, oder? Aber ist schon noch extrem. Ich weiß nicht, deine Mutter Leo ist in den Himmel gegangen, jetzt geheiratet. Euer Sohn geheiratet. Wie geht ihr da? Emotionale Achterfahrt. Wie geht es euch? Also ich denke, für mich ist es
es ist schon speziell, aber also vor allem jetzt auch mit dem Tod muss ich mir immer sagen, es ist halt wie, man muss es wie aus den Augen von der Person selbst sehen. Also vor allem, wenn jemand stirbt, finde ich, muss man sehen, was es für die Person heißt und nicht zu sehr, was es für mich heißt. Also klar, es betrifft uns ja auch, das möchte ich nicht sagen, aber ich finde, es ist halt immer wichtig, dass man auch eine göttliche Perspektive für das einnimmt. Und also vor allem auch, wenn es eben um so Emotionen geht und man muss halt hinhören und halt nicht einfach sagen, ja, das unterdrücken oder reinschlucken, sondern man muss halt wie auch mit den Gefühlen umgehen können und halt mal in sich selbst hineinhören und sich selbst fragen, ja, wie geht es mir dann genau und was mache ich damit? Also ich finde, es ist halt sehr wichtig, eben, dass man hinhört und nicht einfach das wegschiebt. Wie geht es dir, Stefan? Mir geht es eigentlich gut, also ja, mir geht es gut. Ich kann sagen, dass es mir gut geht, ja. Ja, du hast ja auch dein Zimmer noch. Du bleibst ja zu Hause. Also was ich extrem schätze, ist, dass die Beerdigung vor der Hochzeit war und nicht umgekehrt, weil es symbolisiert für mich auch etwas, was eigentlich meine Schwiegermutter erlebt. Also wir glauben, dass es im Himmel ein Fest gibt und es ist einfach so wie. Natürlich sind wir sehr traurig und Abschied nehmen, aber Hochzeit bedeutet ja auch Abschied nehmen. Ich verabschiede mich also so als Mutter vom Simon, weil er wird dann eines Tages mit Josie ausziehen. Es ist bei uns ein bisschen speziell, aber wir hatten es auch schon so. Das wäre eine ganz andere Geschichte. Vielleicht kommt das noch. Aber anyway, also es ist, also das habe ich auch bei dir gemerkt, es hat zweimal mit Abschied nehmen zu tun, aber du weißt, du verabschiedest dich für etwas Größeres, sei es für meine Schwiegermutter oder sei es für die neu gegründete Familie. Und deswegen, das ist für mich so ein Liebeszeichen von Gott, ganz persönlich, dass die Beerdigung vor der Hochzeit war, zum Beispiel. Und für mich war es mehr so, einfach man verliert, also bei meiner Mutter jemand, wo mir, was der Glaube angeht und alles diese Dinge einfach weg ist. Das ist eine Lücke in dem Sinn. Aber was ich bei meiner Mutter und jetzt auch beim Simon geheiratet habe, was für mich mega wichtig gewesen ist, gab nie den Moment, wo ich gesagt habe, hätte ich doch mehr Zeit investiert oder hätte ich meine Mutter mehr besucht. Nein, wir konnten unsere Mutter nicht mehr besuchen. Wir haben sie mega viel besucht. Wir haben oft Weekends gemacht. Wir haben auch noch einen Monat vorher, wir waren sehr oft da angerufen. Also ich konnte eben da wirklich sagen, ich habe da nicht etwas verpasst in dem Sinn. Also wir haben unsere Zeit mit unserem Sohn haben wir gerockt. Wir haben jeden Urlaub war dabei. Bis jetzt eigentlich, wohnt zu Hause, bis jetzt. Also das war das Coole, ich konnte sagen, ich habe nichts verpasst oder wenn ich nochmals könnte. Es ist mir einfach so, du lässt etwas los wie ein Kapitel, das zu Ende ist und du hast es gut gesagt, für etwas, was Größeres ist. Und dennoch ist es mega schmerzhaft. Also ich habe 2 Tage geweint bei meiner Mutter und ich weine nie eigentlich. Und dann habe ich gesagt bei der Hochzeit, ja, das ist für mich easy. Und dann habe ich auch wieder geweint, weil ich habe gemerkt habe, Sie haben alle gelacht. Ja, du hast gesagt, du weinst nicht bei der Hochzeit. Ich habe gesagt, ja, habe ich auch gedacht. Also ist eine emotionelle Woche, aber wir sind dankbar, dass alle mit Gott unterwegs sind. Danke, lässt ihr uns daran teilhaben, gerade deine Nachricht nach dem Tod von einer Mutter habe ich sehr berührt, wie du einfach das auch mit uns geteilt hast, wie als Familie das mit uns teilt. Danke vielmals. Ja, es ist ein starker Moment. Ich denke, wir schließen das. Zuerst möchte ich einfach sagen, bevor du gehst, wenn du merkst jetzt, du brauchst Gebet, du brauchst vielleicht Anschluss, dann melde dich unbedingt bei uns. icf.ch/Gebet für Gebetsanliegen oder icf.ch/Connect, wo wir dir helfen können, vielleicht eine Small Group zu finden oder Anschluss sonst wo zu finden. Ich denke, es ist so wichtig für diese Weihnachtszeit. Bleib nicht alleine, melde dich bei uns, damit wir dich connecten können. Ist so entscheidend in dieser Zeit. Familie Bigger, würde bereit sein, einfach noch uns zu segnen, alle Leute, die zu Hause noch schauen, die 1460 plus. Ich habe gefragt, wer schaut alleine oder zu zweit oder zu dritt oder viert? Die meisten haben gesagt zu viert. Also diese Zahlen, das ist krass, das sind so viele Menschen, die jetzt zuschauen. Würdet ihr einfach noch uns segnen? Ja.
Ich möchte das gerne machen mit diesem Bibelvers aus 4. Mose 6, Vers 24, wo sie auch diesen bekannten Blessing-Song gibt. Und ich finde es so schön, dass ausgerechnet so ein Song so aktuell geworden ist in dieser Corona-Zeit. Und ich sage das nicht einfach, weil man das jetzt so sagt oder weil man das so betet, sondern jedes Mal, wenn ich höre, der Herr segne dich und der Herr behüte dich, dann stelle ich mir einfach vor, dass ich unter einer Segensdusche stehe. Und das wünsche ich dir einfach von Herzen, dass du spürst, dass dieser Gott im Himmel für dich ist, dass er dich umgibt, dass er sein Angesicht leuchten lässt über dir, dass er vor dir hergeht, dass er dich anstrahlt, dass sein Licht dein Inneres berührt und deswegen Frieden in dein Herz kommt. Und damit segne ich dich im Namen des höchsten Gottes, der regiert im Himmel und hier auf dieser Erde. Dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, über dir ist und in dir und um dich herum im Namen Jesus. Amen.